Herzlich willkommen hier bei der Büchi.ch Team zeigt's. Wir sind heute auf dem Europaplatz in Luzern bei jeder Rappe zählt. Und was machen wir da genau? Wir machen Fotos von den Leuten und sammeln Spenden für jeden Rappe zählt. Jeder kann einfach einen Betrag geben, den er gerade Lust hat, und wir bringen das dann am Schluss in die Glasbox. Damit ihr einen kleinen Eindruck habt, was hier auf dem Europaplatz in Luzern gerade so abgeht, nehmen wir euch ein bisschen mit und zeigen, ja, was so abgeht. So, wir sind jetzt hinten dran, eigentlich Backstage bei jeder Rappe zählt mit der Susanne Witzig, Projektleiterin von jeder Rappe zählt. Jeder Rappe zählt. Wann hat denn das genau angefangen? Ich glaube 2009 haben wir angefangen. Wie ist das Ganze zustande gekommen? Das ist jetzt die 6. Ausgabe, die wir haben. Das Ganze zustande gekommen ist eigentlich, die Initiative kommt aus Holland. Dort findet das auch statt, unter dem Namen Serious Request. Und Holland hat versucht, eine internationale Initiative daraus zu machen. Und mittlerweile sind 7 Länder dabei. Im letzten Jahr sind allein 3 dazugekommen. Österreich, Lettland, ich selber gerade noch studiere, und Portugal sind im letzten Jahr noch dazugekommen. Und mittlerweile sind es 7 Länder, die mit einer Glasbox, mit einer Radiostation versuchen, für einen guten Zweck Geld zu sammeln. Wie lange braucht man denn so, bis das Ganze da steht? Also, es ist ein längerer Aufbau, weil wir brauchen natürlich so eine Art Hintergrund. Wir wollen eine Bühne aufbauen. Der Hintergrund besteht aus verschiedenen Containern, die muss man einzeln aufbauen. Das heisst, wir brauchen natürlich, abgesehen von einem WC-Wagen, brauchen wir einen Produktionswagen, und wir brauchen einen Hintergrund da hinten, wo die Leute unter den Schermen stehen können. Es ist ja Winter, es ist kalt etc. Wir haben dieses Jahr ab dem 3. Dezember angefangen aufzubauen, mit der Bühne und mit der Infrastruktur. Eine Woche bevor wir angefangen haben auf Sendung zu gehen, ist Technik installiert worden. Und das heisst, insgesamt sind wir also dann 3 Wochen dran. Abbauen muss dann wesentlich schneller gehen, weil es ist Weihnachten. Wir bauen sofort ab, wenn wir fertig sind, und müssen am 24. Abend fertig sein. Das gibt noch einen rechten Schüppel Arbeit. Das Thema Stichwort Arbeit. Wie erleben es denn die Moderatoren so im Hintergrund? Man sieht sie zwar im Fernsehen auch, aber ich denke, da geht recht an Substanz. Für die Moderatoren ist das eine ganz strenge Woche, wie für alle da, weil es gibt ganz viele Leute, die natürlich aus dem Hintergrund auch zuschauen. Aber die Moderatoren stehen im Schaufenster natürlich mit dieser Box. Sie können zwischendurch mal schlafen, sie können sich abwechseln im Moderieren. Es sind immer 3-4 Stunden, wo jemand moderiert, und zur Nacht versuchen wir eine längere Strecke zu haben, dass jemand mal ein bisschen länger schlafen kann. Aber länger schlafen ist relativ, es ist direkt über der Box, das heisst, es ist auch laut. Moderatoren sagen uns, meistens hören sie den Stundenschlag von der Kille wieder. Da schlaft man nicht gut und tief und erholt. Aber es ist etwas, was sie erleben, indem sie sagen, was uns eigentlich die Energie gibt, sind die Menschen da draussen. Die Menschen, die vorbeiziehen, die auch am Schlitz, die das Geld abgeben, die da sein wollen, die ihre Solidarität zeigen, und mit verschiedensten Aktionen, die unglaublich sind, kreativ sind, die schön sind und die ans Herz gehen, die das Ganze am Laufen halten. Die Hauptleute sind nicht Moderatoren, es sind Menschen draussen. Jetzt dann auch, was ist dein Highlight, dein persönliche Highlight, seit du schon bei jeder Rappe zählt mitmachst? Gibt es so irgendwie ein spezielles Ereignis oder irgend so? Was ist das für dich? Ja, also ehrlich gesagt, es sind schon die Menschen, also es sind Schulklassen, die kommen, die anstehen und gebacht haben oder getanzt haben und etwas da aufführen können, die ihr Sackgeld zusammengekratzt haben zum Teil, oder die etwas Schönes gemacht haben und sich wirklich eine Veranstaltung einfallen lassen haben. Ich komme im April einmal schon Mails über. Wir haben im Fall schon gesammelt, oder wir haben jetzt schon, sind dran, etwas auf die Beine zu stellen, und das geht mir jedes Mal wirklich recht unter die Haut. Ich muss aber auch sagen, natürlich, dieses Jahr war es so, ganz spontan, der Bastian Becker war ja da mit seinem Song, den er für jede Rappenzell geschrieben hat.
Und dann ist der Didier Burkhalter, der Bundespräsident, zufälligerweise gerade nachher gekommen. Und die zwei haben sich gekannt und das haben wir nicht planen können. So etwas kann man nicht planen, aber das ist jeder erzählt. Sie sind da in der Box zusammen, beschließen, dass sie zusammen reingehen und singen miteinander. Und das ist halt auch etwas, was nur jeder erzählt hat. Dann bedanke ich mich recht herzlich für deine Zeit und wünsche euch noch weiterhin viel Erfolg beim Sammeln und schöne Weihnachten. Danke ebenfalls und danke für eure Initiative. Wir sind jetzt beim JRZ Camp bei der Michelle. Michelle, was genau machst du da? Also wir sind hier vom UNHCR und das Zelt, das man hier vorne sieht, ist die Registrierung. Da kommen alle Besucher mal an und wir machen eine kleine Simulation, wie man sich auch richtig registrieren muss, wenn man in einem Flüchtlingscamp ankommt. Ist das Wichtigste, dass man sich zuerst mal dass man erfassen kann, wer kommt überhaupt rein. Dass man dann die ganze Logistik planen kann, wie viel Zelt braucht, wie viel Essen, wie viel Decken, das Ganze organisieren. Aber die Registrierung ist auch wichtig für Leute, die flüchten mussten, die zum Teil von ihrer Familie getrennt wurden, dass man sie so wieder zusammenführen kann und sie wieder finden kann. Also quasi die Identifikation ist auch ein wichtiger Teil davon. Im richtigen Camp ist natürlich die Registrierung viel umfassender. Es geht auch darum, dass man schon die Fluchthintergründe anschaut, wieso dass die Leute flüchten müssen und dass man auch schauen kann, je nachdem, wo sind vulnerable Personen, was sind Schutzmaßnahmen, die man ergreifen könnte. Genau. Und jetzt hier haben wir es nur vereinfacht mit Vornamen, Geschlecht, Alter, Kanton. Es gibt vorne einen kleinen Screen, wo man dann sieht, was ist die Häufigkeit der Besucher, die hierher kommen, welche Vornamen sie am meisten braucht. Genau. Und das wäre das Zelt da vorne. Das sind ja die Zelte, die im Moment im Einsatz sind auf den Camps. Wir haben es noch etwas höher gemacht, dass die Besucher etwas gäbiger raus und rein können. Und was noch interessant ist zu sehen, das ist quasi die Zukunftsmusik da hinten. Das ist ein Zelt, ist eben in dem Sinne nicht Zelt, es ist mehr ein Modularhäuschen. Und die sind im Moment im Norden von Irak und in Äthiopien sind die in der Testphase. Man schaut, wie die in den verschiedenen Klimazonen wie das Material reagiert. Es geht echt darum, dass man die Zelte natürlich verbessern will, eine bessere Isolation. Und es hat sogar ein kleines Solarpanel oben drauf, das kann man vielleicht nachher noch filmen, wo man eine Lampe anschliessen kann, auf der anderen Seite. Und, oder ein Nattel anschliessen. Und es ist natürlich auch, weil es viel höher ist, so viel wohnlicher. Und das Zelt, also beide sind eigentlich gleich gross, sind 17,5 Quadratmeter. Und das ist für 5 Leute gedacht. Zum Beispiel, so ein Zelt das hat zwischen einem halben Jahr und einem Jahr Haltbarkeit. Und das ist natürlich enorm kurzfristig, wenn man überlegt, die Leute, die in einem Flüchtlingscamp leben müssen, sind häufig über Jahre in so einem Camp. Und so ein Haus hat mindestens im Moment eine Haltbarkeit von 3 Jahren. Das probiert man natürlich auch zu optimieren. Und auch vom Preis her ist halt immer, das ist auch einmal das leicht ist zum Transportieren ist wichtig. Und auch halt, es darf nicht allzu teuer sein, Produktionskosten, wo man auch viel daraus herausholen aus dem Ganzen. Im Vergleich zum Beispiel das auf dem Markt ist $500. Und wenn der Prototyp oder ein Modularhäuschen auf den Markt kommen, wäre es so $1000. Ist zwar ein höherer Preis, aber hat ja auch viel länger. Das sollte. Genau. Dann bedanke ich mich recht herzlich für die nette Auskunft und noch viel Spass und viel Erfolg. Ja, merci vielmals, danke.
Hier haben wir schon den Sammy Klaus. Er ist schon flüssig am Schellen. Oder? Ja. Wie heisst denn der Nachwuchs Sammy Klaus? Der Andrea. Der Andrea. Der Andrea? Genau. Okay, und wie habt ihr den Weg hierher gefunden? Ihr kommt von? Wir kommen von Hallwil im Aargau, vom Hallwilensee. Ah, der Büchi kommt auch aus dem Aargau. Da sind wir ja relativ gleich weit gefahren. Genau. Und was habt ihr heute noch? Irgendetwas Schönes vor? Was machen ihr heute noch ein bisschen? Also wir sind vorher spenden natürlich und nachher möchten wir noch gerne noch ein bisschen an den Weihnachtsmarkt. Ein bisschen von Luzern schauen. Oh, das sieht ein bisschen schmerzhaft aus. Ja, komm. Gibt ihr eigentlich eine Kostprobe? Ja, lass mal schellen. Ja! Zeig, was du kannst, Andrea. Okay, dann bedanke ich mich recht herzlich für das kleine Gespräch und einen schönen Tag. Gleichfalls, merci, danke schön. Es wird allmählich dunkel hier in Luzern auf dem Europaplatz. Unsere Sammelaktion von debüchi.ch läuft immer noch. Wie läuft sie? Sie läuft gut. Heute am Abend sind die Leute spendabler wieder am Nachmittag. Das freut uns sehr. Ja, es ist recht etwas zusammengekommen. Wir werden jetzt aber noch weitermachen. Und dann am Schluss geben wir das Geld in der Glasbox ab. Wenn man vielleicht mal schütteln, vielleicht hört man etwas. Ja. Es sind halt noch viele Nötchen drin. Wir haben hier auf dem Europaplatz in Luzern eine Truppe gefunden. Sie sind am Spenden sammeln. Ja, erzähl euch selber, was sammeln ihr? Für was? Wie was? Ja, wir sammeln da natürlich für jeden Rappenzelt Familie auf der Flucht, oder? Und natürlich muss es auch etwas geben für die, die ein bisschen Geld spenden wollen. Und darum haben wir gedacht, wir geben einfach allen Leuten eine Umarmung, weil eine Umarmung kann jeder brauchen. Und vor allem in der Weihnachtszeit hat man doch gerne so einen fetten Drucker. Und dann ist die Welt wieder besser, oder? In dieser kalten Jahreszeit sicher keine schlechte Idee. Wer ist denn auf die Idee gekommen? Also wir drei machen das schon seit ein paar Jahren. Wir waren schon mal in Bern gewesen. Und dann nachher, glaube ich, schon zweimal in Luzern in den letzten Jahren haben das schon gemacht. Und ja, sind jedes Jahr wieder gerne dabei. Und woher kommen denn ihr? Aus einem anderen Kanton oder sind ihr hier heimelig? Also nein, wir wohnen alle in der Nähe von Winterthur. Ja, sind jetzt hier noch mit dem Zug halt. Und was habt ihr gedacht? Wie lange macht ihr da heute noch? Mögt ihr noch bis in die Morgenstunden? Ja, ich glaube, so lange bleiben wir nicht mehr. Also wir, so 7, halb 8 denke ich, bleiben wir noch. Nachher geht es langsam heimwärts. Es wird langsam kalt. Genau. Also würde ich sagen... Jeder Rappen zählt! Yeah! Danke vielmals! Nehmen wir alles.
Knudeln. Oh, also. Wie man sieht, ist hier auf dem Europaplatz in Luzern nicht nur der Büchi unterwegs und sammelt für Familien auf der Flucht, sondern auch aufgestellte, was sind das, Samichlösli? Ja, Samichlösli, junge Ladies, die auch Freude haben wie wir am Spendensammeln. Drum, jeder Rappen zählt! Yeah! Also, wir sind jetzt am Ende unserer Spendaktion angekommen. Wir haben das Geld jetzt abgegeben. Es ist viel zusammengekommen, das freut uns sehr. Hat unsere Spendaktion sich gelohnt. Es ist jetzt so schon recht dunkel, also auch schon spät. Darum sagen wir langsam Tschüss. Ciao zusammen, danke fürs Zuschauen.